Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, dass ich hier im wunderschönen ACC heute auch mitsprechen darf. Ich bin sehr wendig, was Meinungen angeht. Letztens hat der Hubert Aiwanger zu mir gesagt, das Gute ist, man muss dir nicht widersprechen, das machst du täglich selber. Er hat gesagt, Markus, du änderst täglich deine Meinung. Diese Woche schon zum 6. Mal, was schließt du darauf? Sage ich, heute muss Samstag sein. Naja. Er merkt einfach, ich habe einfach Charme, meine Damen und Herren, und das kann man nicht lernen. Und wir brauchen einfach mehr Humor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das wäre ja mein Duell gewesen, das letzte Kanzlerduell. Ja, das wäre ja meins gewesen. Auf der einen Seite Dr. Markus Söder mit Mathe-Leistungskurs in Bayern, auf der anderen Seite Annalena Baerbock mit unbekannter Herkunft. Ich meine, er ist doch war Abitur in Hannover, da kriegst du dein Abi schon, wenn du einen Topflappen häkeln kannst, ja. Da ist er mit einem bayerischen Angelschein mehr Hochschulreife, ja. Er merkt, ich habe einfach Charme und deswegen grüße ich unsere Protagonisten, wünsche ihnen alles Gute, dass sie das super schaffen, dass sie einfach jetzt durchhalten auch und das Ganze durchziehen, meine Damen und Herren. Ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal als Kanzlerkandidat beworben. Ich habe jetzt schon gesagt, am besten wäre es, wir machen jetzt, wenn man mich nicht ranlässt, einfach ein eigenes Königreich Bayern auf, mit mir an der Spitze, meine Damen und Herren, wenn die das nicht verstehen. Na also, funktioniert doch, meine sehr verehrten, meine Damen und meine Herren. Super, so jetzt schauen wir mal in meinen Koffer rein. Also, eins muss ich Ihnen schon sagen, meine Damen und Herren, jetzt schalten wir mal schnell mal runter zum Krebs. Ja. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich komme gar nicht mal raus aus dem Ding. Was das Allerschlimmste ist, ist diesen Scheißdrecksbart jedes Mal aufpappen zu lassen. Ja. Ich verfolge den Söder schon auf Instagram und versuche die ganze Zeit, ihn davon zu überzeugen, dass er den Bart lässt, weil es dauert einfach viel zu lang, bis ich das, aber seine Töchter haben ihm das eingeredet. Na ja, bitte, super. Wir machen weiter mit einer sehr wichtigen Person der bayerischen Politik. Ich freue mich, dass er da ist. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Jetzt geht's einmal auf. Jetzt sprechen hier die Freien Wähler, liebe Leute, und ich sage euch, jetzt wird hier einmal auf der Bühne Klartext gesprochen und kein linksgrün versiffter Gaga aus dem Berliner Wolkenkuckucksheim. Ich bin Hubert Aiwanger und fordere als Jagdminister und als Wirtschaftsminister, aber vor allem als Jagdminister, endlich wieder Bären und Wölfe zu erschießen und den Biber gleich mit und den Fischotter, liebe Fischzüchter, und den Buchsbaumzünsler, bei denen auch keine alte Sau braucht. Habe ich recht oder habe ich recht? Und jetzt möchte ich einmal eines sagen, weil wir jetzt, bitte verfolgen Sie uns, den Lauerer Toni und die ganzen anderen, die Vizemeisterschaft und unsere ganzen Protagonisten bitte auf Social Media. So, mal Hand hoch, wer ist auf Social Media? Tut mal die Hände hoch, wer ist im Facebook, im Instagram? Ja, ich spreche es lateinisch aus. Facebook und... Wer ist da drin? Du, ich finde es super, dass ihr drin seid. Bitte werdet mein Follower. Also Verlober ist Englisch, das heißt Verfolger. Verfolger, du musst mein Verfolger, weil wieder Jesus seine Jünger, so habe ich meine Verlober. Du brauchst heute Verlober, aber ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt auf Facebook und Instagram und wie das alles heißt und Telegram und sowas alles. Ich habe manchmal den Eindruck, je größer der Dachschaden ist und je weniger echte Freunde im echten Leben manche Leute haben und je weniger Follower sie selber haben, desto mehr scheißen die Leute einen riesen Haufen auf deinen Account, weil du ja viele Follower hast. Sie haben aber keine Follower. Sie hätten aber gern deine Follower. Also schreiben sie einen riesen Sermon hin, weil sie hoffen, dass deine Follower das lesen und sich dann denken, oha, das ist ja ein intelligenter Follower. Da werden wir ja dein Follower, sein Follower und sind dann sein Follower und nicht mehr dein Follower. Du hast keine Follower mehr und er hat alle deine Follower. Das ist doch ein riesen Krampf, liebe Freunde. Eine Verblödung der Leute ist Social Media. So ist es. Aber bitteschön, werdet mein Follower. Es ist ganz wichtig heutzutage. Ohne Follower bist du heutzutage nichts und bist am Arsch. Und deswegen habe ich eine Bauernregel. Föhnt der Hahn sich seinen Kamm, glüht er rot und steht ganz stramm. Danke, servus. Ja, du, der Aiwanger.
Meine Seele, ich sehe sie noch nicht. Da! Das ist ja wie früher bei meinen großen Reden. Sehr geehrte Freunde hier im Amberg, im ACC Akut, liebe Hustensäfte und die anderen Brasilianer. Liebe Freunde aus überall aus Bayern, die Sie hierher gekommen sind, liebe Bayern-Einzhörer, aber auch liebe OTV-Schauer und die anderen, wer halt heute alles da ist, liebe Vertreterinnen und Vertreter, die Witze-Erzähler. Ich freue mich, dass wir heute hier am CSU am Parteitag der Witze, am Witze-Parteitag, lieber Vizepräsident Toni Laurer und lieber Harry Meyer. Lieber Harry, meine Damen und Herren, liebe Ambergerinnen und Amberger, aber überall aus Bayern, liebe Oberpfälzer, aber auch liebe Unterpfälzer, liebe Unterfranken, liebe Mittelfranken, liebe fränkischen Franken und auch liebe Schwäbinnen und Schwaben, liebe Augsburgerinnen und Augsburger, Oberbayern, Unterbayern, Niederbayern und Nicht-Bayern, liebe CDU-Wähler. Weil der Aiwanger gerade da war. Also Anfang des Jahres war ja die Frage, überall da, wo in Bayern 2 oder 3 Traktoren nebeneinander standen, war der Aiwanger sofort dazwischen, weil er das für eine Bauerndemo gehalten hat. Letztens stand er zwischen 50 nagelneuen Traktoren. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis er gemerkt hat, es ist keine Demo, sondern es ist das Auslieferungslager der Firma Fendt. Ich muss Ihnen auch sagen, wir haben jetzt momentan überall diese Klimakleber, liebe Klimakleberinnen und Klimakleber, liebe jungen Leute. Ich sage, liebe Klimakleber, wir haben eure Botschaft verstanden, klebt euch bitte an eure Ausbildung und werdet Elektriker, damit wir die Energiewende schaffen, meine sehr entsetzten Damen und Freunde. Bei uns in Hausratswolfen, in Ratswolfhausen, in Wolfhaus-Ratz. Ja, Sie wissen ja, wo ich wohne. Zu meinem Fahrer sage ich immer, ich muss heim. Da hat sich vor kurzem ein Klimakleber auf die Durchgangsstraße gepappt. Das hat den ganzen Tag niemand gemerkt. Wir haben ja eine Umgehungsstraße. Und natürlich müssen wir jetzt umdenken. Das ist ganz klar. Wir müssen Mobilität vollkommen neu denken. Ich bin im Sommer 2 Wochen mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, aber das ist nichts für mich. Das Fahrrad braucht einfach zu viel Platz im Kofferraum. Jetzt bin ich aber mal mit dem Elektroauto gefahren. Nicht der Harry Meyer, der fährt so einen Tesla-Roller, einen Tesla-Roller von diesem Elon-Dings, Elton John. Und der hat ihn erfunden, der Elton John, seine Elektromusik. Und auf jeden Fall, in dem Auto vom Harry Meyer ist alles vollautomatisch. BMW hat es jetzt auch, Audi hat es jetzt auch. Da setzen Sie sich ins Auto rein. Das Navigationsgerät ist ein KI-gesteuerter Computer. Das Navi hat einen Sprachcomputer, kann man alles mit Sprache eingeben. Aber ich habe mich mit der Dame angelegt. Sagt die Dame vom Navi, ich soll links abbiegen. Ich bin der Stäuber, ich bin mein Leben lang nie links abgebogen, immer 3-mal rechts war es auch wieder links. Und der Vogel. Diskussionen. So ging das immer hin und her. Irgendwann sagt das Navi zu mir, ich soll anhalten, sie will aussteigen. Ich kann also nur alle warnen, die meinen, ich bin auf das alte Abstellgleis genagelt worden, nur weil ich nicht mehr heiß bin. Ich kann immer noch rege an der Politik teilnehmen und an der Situation in Bayern. Vor kurzem wie heute wieder, ich fahre auf der Autobahn hierher nach Dings, wo sind wir? Und vor mir ein LKW mit der Aufschrift Fahrer gesucht. Ich habe sofort bei der Spedition angerufen und gesagt, er sitzt vorne links. Ich danke Ihnen, viel Spaß.